Frieden, leif Kanner, leif Jungfren, leif alle Guten, die da de Video guckt, als dat net etwas, nur dems mir alle Gute verlangern, Frieden. Aber wie viele Menschen leiden unter Unfrieden? Weil Krieg als do, wo sie wohnen, weil es Streit gibt, weil sie am Leben nicht eins gehen, weil sie mit anderen und mit sich selber nicht am Ränge sind. Unfrieden hat viel Gesichter und kann uns das Leben schwer machen. Die großen Kriege an der Welt, der Mobbing auf der Arbeit, die Kleinstreitereien an unseren Dörfern, an den Familien, am Schulhof, sogar an unsere christlichen Gemeinschaften, wird halt gepickt und gezwickt. Wo ich just aus seinem eigenen Vorteil, aus seinem eigenen Profit, aus seiner eigenen Position möcht und eher guckt, wo den anderen beduckst und für dumm verkäft, du flehe sehr Fatzen, und dann hast du Misere do. Gucken wir mal an die Geschichte. Wie viele Kriegstreiber waren weder mit sich selber noch mit anderen am Rängen? Ein Adolf Hitler, ein Psychopath erster Klasse, und doch wie hier gerufen wird, wollt ihr den totalen Krieg? Du haben sie all gebrüllt wie Doxen, als sie ihnen no gelaufen. Passen wir dafür an unseren Zeiten, wo vieles nicht evident ist, ob, dass man nicht irgendwelche komische Kreaturen auf die Leim ging, an herno just am Niser inner ging. Der Frieden ist nicht evident. Am Evangelium von diesem weißen Ostersonntag, da hören wir dreimal, wie den Evangelist Johannes der Gruß vom auferstandenen Jesus und seinen Jünger überliefert. Frieden sief Madisch. Und genau das wünschte Jesus auch für uns. Frieden. Frieden, den uns Wohlrecht erkennen det. Wie seinerzeit den Thomas mit seinen berechtigten Zweifeln, von denen den Evangelist auch schreibt. Frieden, den uns Verzeihe schenkt. Frieden, den uns aber auch motivieren muss, das Verzeihe weiter zu schenken, so wie es an diesem Sonntagsevangelium von Jesus gesagt wird. Lassen wir uns diese Friede vom Oberstanden gehen und verschenken wir weiter. Es gibt so viel Unfrieden, so viel Streit und Roserei. Tellisch Faustina Kowalska weist Vedo raus. Ob sie geht es zurück, dass man diesen Sonntag Noten Ostern auch nach an der Kirche den Sonntag von der göttlichen Barmherzigkeit nennen. Sie war aber eigentlich just ein ganz einfach Kirchenschwester a Polen an der Zeit zwischen dem 1. und 2. Weltkrieg. Eine Zeit von massiven Veränderungen an der Welt und an der Gesellschaft. Aus ihrem spirituellen Leben und aus ihren Gebetserfahrungen mit Jesus notiert sie an ihrem Tagebuch Dateien. Die Menschheit wird keinen Frieden finden, solange sie sich nicht mit Vertrauen an meine Barmherzigkeit wenden. Aber mit Negationen von dem Satz ablesen. Die Menschheit wird Frieden finden, wenn sie sich mit Vertrauen an meine Barmherzigkeit wenden. Gerade an diesen Zeiten von Pandemie, von Unsicherheit, von Misere, wo man nicht unbedingt wissen, wie geht es weiter, da können wir auf den auferstandenen Jesus gucken. Gerade lo können wir uns aus seiner Barmherzigkeit fallen lassen, weil da sind wir mir weit, wie just das, was für uns leid. Barmherzigkeit, sie als etwas wie ein Impfstoff gegen den Virus von der Selbstsucht. Und solange wir an unseren eigenen Bösen, an unseren Egoismen, an unserem Ich verstrickt bleiben, solange wir daran bleiben,
So lang ist es schwer, Frieden zu finden. Das gilt an unserem ganz konkreten Alltag, das gilt an der Kirche, das gilt aber genauso auch für die Partei, für die Landes- und für die Weltpolitik. Mit Frieden, mit der Barmherzigkeit, die den oberstehenden Jesus uns gibt, da können wir all das Negativ, wo wir darauf verstrickt sind, hammert uns losen. Da können wir uns von dem wegschrappen losen. Fort von dem immer mehr hin zum Jesus. Und dafür, mit unserem Verlangen um Frieden, vertrauen wir auf dem Jesus seine Barmherzigkeit. Geh mal fort von dem und immer mehr nur bei der Jesus. Weil hier geht uns Frieden und hier sehnt uns der Segen vom Pap, vom Jung und vom Heiligen Geist. Amen.